wir hunn heibannen keng Verfassungskultur. Generationen vun Deputéierte kommen nach hin fir hun das Pult erspierenen Eed Verfassung zu respektieren. A Generationen vun Deputéierten hunn Gesetzer gestimmt, die Dönne vun as Kur konstitutionell als net verfassungskonform festgestalt goufen. A wat wär traurigg Reaktionun darüber ganz oft net immer hun het Gesetz geändert, neen mir hunn Verfassung geändert. Dat as bisschen den Tenor den Jo heigesi, weil och heiget nees Gesetz gestimmt, wat net verfassungskonform ass am menggen Ä. Eg Verfassungsänderung ass keng Liicht se. Kien den eng Verfassung jeno politischer Majoritéit all 5 Jo ändern, ma da wäret jo kein Verfassung, da wäret etwas ewéi e Gesetz. Verfassung as ha gesot gi beinhalt Grundrechter vun de Bierger, Grundregel vum Funktionament vum Staat a vun segen Institutionen. An Herr Adam huet mir ganz besonsche Pläéier gemerk wie den Artikel 17 de 18 zitiert huet: La peine de mort ne peut être établie. Wat wie so ein Artikel wert, Herr Adam? War 50,01% von der Bevölkerung kind ändern. Es steht eben just an der Verfassung, für das nicht 50,01% von der Bevölkerung oder von den Deputierten Albaner können ändern, mit 2/3, und das ist 66,66. Eine Verfassung möchte also absolut käsen, wenn sie kann man denken, kleiner Majorität geändert gibt. Aber genau dafür gesagt als Verfassung, wie übrigens praktisch alle Verfassungen von der Welt, spezifisch Regeln für Weise kann geändert gibt. Die Regeln sind ganz klar. Den 19. Dezember 2003 haben Heibannen 59 Deputierte von 5 Parteien, also bis auf die Ausnahme von einem einzigen Deputierten alle guten Artikel 114 geändert. Vierdrun hat schon mal mit abgelesen, für die Verfassung konnte geändert gehen, das wird aufgeschafft. Also seitdem der seht als Verfassung am Artikel 114, wie sie kann geändert gehen. Toute révision de la Constitution doit être adoptée dans les mêmes termes par la Chambre des députés en 2 votes successifs, en soit avec au moins les 2/3 des suffrages des membres de la Chambre, les votes par procuration n'étant pas admis. So kann Verfassung geändert gehen, am nimmen so kann Verfassung geändert gehen. Wenn dir ein Sondage will machen, was Leute denken mehr des Sondage, wir nennen nicht ein Referendum konstitutiv, weil das kein Referendum konstitutiv. Nee, nicht konsultativ, was du sowieso nehmen. Nee, konstitutiv wurde Herr Professor Dr. Heuschling von der Uni Lützeburg die Referendum genannt in der Heimat. Es gibt eine Majorité konstitutionell, und die Majorité konstitutionell, Herr Bodri, das ist eine Klangmajorität, das ist auch nicht der Willen vom Volk, muss euch, wenn ihr seht, eine Majorité konstitutionell, sie 66,6%. Dieselbe gering, rot, a blau Parteien, die den Artikel 114 matt gestimmt haben, wie die Verfassung kann geändert gehen. Genau die setzen sich lo über die Verfassung wäsch, a wollen als weil sie genau wissen, dass nicht 2/3 von den Deputierten mit ihren Positionen d'accord sind, über dieses Referendum etwas jubeln. Herr Bodde, die dürfen eigentlich vorstellen. Referendum zu den toten frohe Kindheit zu Lützeburg stattfanden, an noch, dass die Frohen an Referendum sich verfassungskonform ist, für das klar zu stellen. Ja, die zweite vor uns, du hast also nicht ihre Meinung, die zweite vor uns, wenn der so Verfassung gibt nimmen zielen eine 2/3 Majorität, wieso aus der Meist dann am Artikel 114 steht, dass den zweite Wort von der Chambre ersetzt wird durch Wort durch Referendum, und da geht eine einfache Majorität durch. Ja, merci Herr Bodri. Genau der Tod, eine einfache Majorität geht durch, nur dem Heibannen eine Majorität konstitutionell von 66,66% wäre. An alles ernst, dass sie Winkel auf den Kurz tricken, mit denen alles ehrlich, dass sie Winkels auf den Kurz tricken für die Verfassung, für den Artikel 114 von der Verfassung, den ihr selber gestimmt habt, zu umgehen. Verfassung, der violiert Verfassung als bei euch kein fast wert. Das Referendum, als kein Referendum, konstitutiv, das ist ein Gimmick, das ist ein Gadget, das ist ein Sondage. Mit den Sondagen, und ich bin froh, dass wir hier an den Oppositionsparteien da enger Meinung sind,
mir losleist du net vir und sperren an der Mo dat eng Majorité konstitutionell, dat gift man da wo gesinn herle Meerreisen als RDR uneise Weltprogramm. Doppelzüngigkeit wat Referenden ugeht, Herr Bausch der Grinsgrad so schein, Herr Präsident derwische Herr Bausch soen, wie mir hai bannen den Tramsreferendum gefrot hun, so den Herr Angel, ich zitieren net wo wirklich, darüber gowet schon ein Referendum an dat wären Wahlen, Dir als RDR wär die Einzigpartei, die gegen den Tram wären, Dir kruten immer 7%, also sind 93% von der Bevölkerung für den Tram, also braucht man kein Referendum. Man mit demselben Argument so ich auch Wahlrecht für Ausländer stehen an die Programme von den Parteien. An Heibannen als eine Majorität von eine konstitutive Majorität, die ganz klar an ihre Weltprogrammen hat, dass sie nicht für die Weltprogramme wäre. Also brauchen wir kein Referendum, wenn wir wissen, dass wir keine Majorität konstitutionell haben. Heibannen haben für eine Aufänderung von der Verfassung, was Wahlrecht für Ausländer angeht. Dieselbe Doppelzügigkeit hatte man nicht nur beim Tramreferendum und noch Referendum proposiert, die war Bestätnis von Homosexuellen. Als das nicht ein gesellschaftlich froh, wohin hätte können, wir ja froh. Und das war ein Gesetz. Und da, ja, da wie auch eine Kleinmajorität 50,01, wie auch da determinant gewirrscht. Also, da denke ganz klar, den einzigen Referendum konstitutionell, den es gibt, das ist den zweiten Referendum, nun wird hier an der Chambre, den ist von der Verfassung vorgesehen, und da stimmen Bürger ja auch auf über einen ganz präzisen Text. Über genau den Text, den man hier festhält. Nicht den Artikel XY, mit dem Artikel 1, den Artikel 2, den Artikel 3, und so weiter. Und natürlich ist der Wort decisiv. Und natürlich war mehr wie 50% von der Bevölkerung, von den Wählern, den Text geben auflehnen, dann ist es vom Tisch. Zur Opportunität von der Frauen, als habe ich schon viel gesagt, geht das schon gut gelehrt geben. Nicht zu Unrecht wird mir wissen, ob genau die Punkte hingewiesen, die mir und sich auch daran erdeelen. Ich freue mich jedenfalls darauf, dass wenn die Frau zum Beispiel über die 10 Jahre Ministerzeit geht man einer Majorität belöst gehen, ob im Herr Asselborn seine Demission den 8. Juni für die Konsequenzen zu ziehen aus dem Volk singen wollen. Für Wert goufen die dote Frauen rausgewählt keng Ernte. Das Viergeheit gehen mir als Opposition hätte keine Propositionen gemacht. Und da soll ich auch dasselbe für die Fraktionschef der CSV. Mir auch keine Propositionen gemacht, wenn wir gegen das Prinzip selber von dem Referendum sind, wenn wir das Prinzip selber für antikonstitutionell halten. Wenn wir aber angehen an den Debatte, ob die Frauen die ihn hätten können oder hätten sollen stellen, komme ich jetzt vom Artikel 1. Am Artikel 1 schwätzen wir Haut von unserem Land als dem Grand Duché de Luxembourg. Der will das ändern, an der Zukunft soll Lützeburg Luxembourg heißen. Man lädt das nicht Jan Schneider nicht mehr heiß. Das hätten wir über Nation Branding können schwätzen. Wie viel Tiere mich da ist auf der Welt, wenn wir den einzigen Grand Duché sind auf der Welt? Als das nicht die Natur, die wir haben. Aber wir nicht ein Changement de Nom etwas gewirrscht, wo wir die Volk hätte können freuen. Der Staatschef, bislang haben wir ein Grand Duc. An der neuen Verfassung, wie diese proposiert, schwätzen wir nach Schluss von dem Chef de l'État. Das en germ d'Aufschärfung oder die potenzielle Aufschärfung von der Monarchie. Für was hat er die Frau nicht gestaltet? Kollege von der Partei von die Linken hat das proposiert. Für was das die nicht gestaltet? Für was stellt er kein Frau über das Wahlsystem? Es wäre ja interessant vor zu wissen, für was da zum Beispiel als Wähler am Osten, die erst mit 8,7% gewählt haben, Heibannen absolut nicht vertreten sind. Als das direkt Demokratie, als das eher partizipativ Demokratie, die da gerne hat. Also ganz klar, für uns als der Toten, ein Gimmick, ein Gadget. Wir werden Eisewähler proposieren, also im Kongress proposieren, dass Eisewähler proposiert, dass sie 3-mal mit Nein-Stimmen zu denen Toten, bei den Toten Frauen, aber für den Rest Fremenreis, ob ein ganz interessant und hoffentlich auch einst hitzig Debatte.